Sie sehr, sehr herzlich im Namen der Veranstalter, in meinem Namen als Moderator und vor allem auch im Namen des Hausherrn, unseres Rektors Dr. Ewald Volker, der heute leider nicht anwesend sein kann, begrüßen und freue mich, dass Sie der Einladung des Netzwerkes zu diesem Vortrags- und Diskussionsabend so zahlreich gefolgt sind. Beide Autoren, beide Referenten hier vorzustellen, diese Eulen nach den Tagen. Denn die Leute, die ich hier sehe und soweit ich sie kenne, von denen weiß ich, dass sie ihre Arbeiten und schätzen und würdigen und deshalb auch zu Recht auf einen spannenden, interessanten, thematischen Abend warten und erwarten dürfen, der uns mit Fragen konfrontiert, die wahrlich substanzielle Fragen sind, nämlich die Spielräume politischen, demokratischen Handelns aus, man möchte fast sagen, aus dem Spannungsfeld zwischen dem Möglichen und dem Gesollten, zwischen den Quellen einer moralischen Überzeugung, wie Menschheit, wie Politik ausgerichtet sein soll, und zwischen der Realität, wie Politik tagtäglich in den verschiedensten Situationen und Konstellationen sich abspielt. Und diese beiden Positionen aufeinander zu spiegeln, sie ineinander in Gespräch zu bringen, auch ihre Grenzen, ihre Herausforderungen auszuloten, das wird auch Thema dieses Abends sein. Und so darf ich gleich als ersten Pater Büchele bitten, mit seinem Vortrag. Beide Vorträge werden in etwa 20 Minuten dauern und wir haben dann eine gute Zeit im Anschluss daran, Ihre Fragen, Ihre Themen, die Sie einbringen wollen, die Fragen, die Sie an die Referenten stellen wollen, hier dann zu stellen und einzubringen. Und ich schon jetzt, damit ich werde es noch einmal machen, aber auch schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, und Sie haben es beim Hereinkommen ja schon gesehen, gibt es auch die Möglichkeit, die Bücher dieser beiden Autoren auch dann zu erwerben bzw. zu bestellen. Ich hoffe, das Interesse ist so groß, dass auch die Bestelllisten noch nötig werden. Aber jetzt darf ich dich, lieber Pater Büchele, bitten um deinen Vortrag. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen diesem heutigen Abend. Ich danke dir, Franz, für die Worte der Begrüßung. Anton Belinka hat ein neues Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Jaruzelski und die Politik des kleineren Übels. Dieses Buch halte ich für einen äußerst interessanten und lehrreichen Beitrag zu einer politischen Ethik der Demokratie und einer politischen Psychologie. Anton Belinka geht von zwei Thesen aus. Thesen, die er durch einen breiten theoriegeschichtlichen Diskurs und durch die Analyse einer Fülle politisch-historischer Ereignisse zu begründen sucht. Die erste These. Die real existierende westliche Demokratie führt, aufgrund der Bedingungen des politischen Marktes, gleichsam mit einer inneren Logik dazu, den Spielraum jeder politischen Führung mehr und mehr einzuengen, und zwar im Sinne einer erkennbaren, beschreibbaren und unvertauschbaren Wirkung politischen Handelns. Personen in politischen Führungspositionen werden aufgrund der Zwänge der ökonomischen und politischen Teilsysteme oft daran gehindert, das Paradigma ihres politischen Denkens, dem Paradigma ihres politischen Denkens zu folgen. Belinka veranschaulicht diese These an Beispielen, von denen ich zwei herausgreife. Ein Beispiel gilt der Politik des Vichy-Regimes nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Frankreich und der Besetzung von Paris. Das Vichy-Regime
Das Vichy-Regime unter Marschall Philippe Pétain hatte praktisch nur eine Option. Entweder mit der Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten oder die Herrschaft über ganz Frankreich dem verhassten Hitler-Regime zu überlassen. Pétain kooperierte mit dem deutschen Generalstab und setzte so auf die Politik des kleineren Übels. Der Manövrierraum für Pétain kann mit dem Begriffspaar Kooperation, Kollaboration umschrieben werden. Eine echte, eindeutige Zusammenarbeit mit dem Regime des deutschen Generalstabes hätte auf einer grundlegenden Sympathie mit den Zielen eben dieses deutschen Generalstabs basiert. Das war aber keineswegs der Fall. Marschall Philippe Pétain setzte also auf Zusammenarbeit im Sinne einer Politik des kleineren Übels. Hätte er die Zusammenarbeit verweigert, wäre das Vichy-Regime von dem deutschen Generalstab instrumentalisiert, das heißt für die Zwecke eben dieses deutschen Generalstabs verbraucht worden. Und so wählte er eben die Politik des kleineren Übels. Das heißt eben die Zusammenarbeit mit dem deutschen Generalstab. Was ihm blieb, war eine Politik des relativ Besseren zu wählen, nämlich mit dem deutschen Generalstab zusammenzuarbeiten. In diesem Fall hätte er wenigstens etwas Positives für Frankreich erreicht. Ein Teil der Franzosen, es war im Grunde die Mehrheit, arbeitete mit Marschall Pétain und seiner Regierung zusammen, so auch die Mehrheit der Abgeordneten des Parlaments der Dritten Republik. Ein Teil der Franzosen, es war eindeutig die Minderheit, sammelte sich in der Widerstandsbewegung der sogenannten Résistance. Das Vichy-Regime musste aufgrund der politischen Realität des damaligen Frankreichs auf Zusammenarbeit setzen, da der Manövrierraum eigenen politischen Handelns immer mehr eingeengt wurde. Dieses Faktum stützt die These Bellincas, wie sehr die politischen Eliten, und das ist mittlerweile eine Binsenwahrheit geworden, von den Zwängen des ökonomischen und des politischen Teilsystems abhängig sind. Um die These von der Politik des kleinen Übels zu illustrieren, diene mir als zweites Beispiel die Präsidentschaft Richard Nixons. Der Name Richard Nixon ist vor allem mit dem Watergate-Skandal verbunden, ein Skandal, der seine politische Laufbahn beendete. Am 8. August 1974 gab er in einer Fernsehansprache bekannt, dass er am folgenden Tag zurücktreten werde. Anton Penneker betont in seinem Buch, dass Richard Nixons Sünde wider den Geist aus der Verletzung der amerikanischen Verfassung resultiert habe. Nixon musste, wie vor ihm Roosevelt und Johnson, beide Präsidenten der USA, die Grenzen seiner persönlichen Macht als Grenze von Politik generell erfahren. Von den politischen Eliten und von einem entscheidenden Segment der Wählerinnen und Wähler der USA wurde die Watergate-Affäre als ein bedrohlicher Bruch der Grundregeln der Demokratie interpretiert. Dieser Bruch warf Richard Nixon aus dem Amt, in das er 1969 als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden war. Was Richard Nixon vorgeworfen wurde, war, dass er das Korsett der verschiedenen Machtzentren des US-amerikanischen politischen Systems sprengen wollte. Senat, Repräsentantenhaus und den Supreme Court. Nixon verhielt sich normenwidrig. Sein Rücktritt war eine Sternstunde der Demokratie. Niemand steht über dem Gesetz, auch ein Präsident der USA nicht. Richard Nixon wurde als
Nixon war der erste und bis heute einzige Präsident der USA, der praktisch auf öffentlichen Druck hin zurücktreten musste. Dieser Rücktritt, das war in Nixons Augen nicht das, was er angepeilt hatte, nämlich den Verbleib im Amt. Dieser Verbleib im Amt wäre das relativ bessere gewesen im Vergleich zum Verlust seines Amtes. Der Verbleib im Amt wäre für ihn allerdings das kleinere Übel gewesen, im Vergleich zu einem Übel ganz und gar, nämlich den Verlust seiner zweiten Präsidentschaft. Ein Großteil der Führungselite der US-Regierung und wohl die Mehrheit der Bevölkerung der USA wünschte sich allerdings, dass Nixon zurücktrat, dass er auf sein Amt als Präsident verzichtet. Der Verlust seines Amtes als Präsident der USA wäre das größere Übel gewesen, wenn dieser Verbleib vor allem vom Senat gewünscht und gebilligt worden wäre. Die bleibende Bedeutung Richard Nixons, das muss anerkannt werden, lag in seinen Verdiensten um die Außenpolitik während seiner Jahre als Präsident der USA. Das hebt Henry Kissinger in seinen Memoiren ausdrücklich hervor. Henry Kissinger, Deutsch, er stammte aus Fürth in Deutschland. Henry Kissinger spielte in der Sicherheits- und Außenpolitik der USA eine führende Rolle. Von 1969 bis 1973 war er nationaler Sicherheitsberater Nixons. 1973 wurde von Nixon in das äußerst begehrte Amt eines Außenministers der USA berufen. Er hatte dieses Amt bis 1977 inne. Dieses Urteil über Richard Nixon als Außenpolitiker streicht Henry Kissinger in seinen politischen Lebenserinnerungen besonders hervor. Seine Lebenserinnerungen wurden 1972 in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Februar 1972 besuchte Richard Nixon in Begleitung seines Außenministers die Volksrepublik China. Er traf mit den chinesischen Machthabern zusammen, insbesondere mit dem damaligen Ministerpräsidenten Zhou Enlai und Mao Zedong. Mao war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas in den Jahren 1943 bis 1976. Die Gespräche Nixons mit Mao Zedong, Henry Kissinger wurde zu Beginn dieser Gespräche nicht zugelassen, galten als Höhepunkt dieser sogenannten Ping-Pong-Diplomatie. Henry Kissinger berichtet in seinen Memoiren, dass er von Richard Nixon in einer geheimen Mission beauftragt wurde. Um dieses Geheimtreffen geheim zu halten, führten chinesische und US-amerikanische Tischtennisspieler mehrere Wettkämpfe durch, und das nicht nur in China, sondern auch in den USA, aber auch in der Sowjetunion. In einer vom Ost-West-Konflikt geprägten Zeit bemühte sich Präsident Nixon um Entspannungspolitik und Abrüstung. Das galt damals besonders in den USA als ein mehr als gewagtes Abenteuer. Nixon war der erste Präsident der USA, der während des Kalten Krieges zu Staatsbesuchen nach Moskau und Peking eingeladen wurde. Ein internationales Aufsehen erregte der Besuch Nixons, der dem Zentralkomitee der Sowjetunion galt. Im Jahre 1972 unterzeichnete Richard Nixon mit dem damaligen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev das Rüstungsabkommen SALT I. Der SALT II-Vertrag wurde am 18. Juni 1972 zwischen dem langjährigen Staats- und Parteivorsitzenden Leonid Brezhnev und dem damaligen Präsidenten der USA Jimmy Carter unterzeichnet. Eine Linie, die im vorliegenden Buch ins Auge sticht, ist der breite Raum, den Belinka
den Affekt- und Triebstrukturen von uns Menschen einräumt, insbesondere auch der Macht des Bösen. Von den Politikern wird Moral gefordert. Und zwar nicht nur die allgemein akzeptierte Alltagsmoral, sondern eine darüber hinaus signifikant hinausgehende Moral. Der Führer raucht nicht, der Papst heiratet nicht, ein Präsident lügt nicht. Die politischen Eliten finden sich unter diesen Bedingungen ebenfalls den Zwängen der Logik des kleineren Übels ausgesetzt. Eine signifikant höhere Moral vermögen sie nicht zu realisieren. Ohne jede Moral würden sie des Amtes verlustigen. Was bleibt, ist eine Politik des Muddling Through, also eines sich hindurchwurstens. Sie versuchen zu tun, was sie im Rahmen dieser Zwänge zu tun vermögen. Josif Wissarionowitsch Stalin steht für Belinka, für die Inkarnation des Bösen in der Politik schlechthin, wie auch Adolf Hitler. Stalin hatte die hehren Ideale des Marxismus nicht nur verunglimpft, sondern verraten. Stalin hat sich der Politik des kleineren Übels gar nicht gestellt, sondern er hat seine Politik im Grunde der Macht des Bösen unterworfen und so nicht einmal ein kleineres Übel realisiert. Die Macht des Bösen brachte weithin alles Gute zum Erlöschen. Die Rolle, die Wojciech Jaruzelski 1889 in Polen spielte, dient Belinka gewissermaßen als roter Faden, um seine Thesen zu verdeutlichen. Jaruzelski traf eine Wahl zwischen Übel und Übel. Entweder den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Polen zu riskieren oder die auf Reformen abzielende Widerstandsbewegung abzuwürgen. Jaruzelski entschied sich in seinen Augen für das kleinere Übel. Er rief das Kriegsrecht aus. Zusammenfassend ist zu fragen: Ist jedes politische Handeln politischer Eliten unausweichlich der Logik des kleineren Übels ausgeliefert? Nein, Anton Belinka kennt eine Logik des relativ Besseren. Diese Logik findet ihre Wurzeln allein jetzt in der Zivilgesellschaft eines Landes, in der zivilgesellschaftlichen Bewegung. Den politischen Eliten, die in einer Demokratie der Logik der Stimmenmaximierung unterliegen, bleibt bei Strafe des Machtverlusts nichts anderes übrig, als formierte sozialethische Interessen und Wertvorstellungen der zivilgesellschaftlichen Bewegungen zu übernehmen und oder die zivilgesellschaftlichen Bewegungen in ihren Interessen und Wertvorstellungen zu fördern. Alles in allem. Die vorliegende Studie Anton Belinkas ist meines Erachtens ein Buch, das so manche Veränderungs- und Machbarkeitsillusion zerstört. Er zerstört nicht nur die Illusionen von vielen Bürgerinnen und Bürgern in einem Land, sondern auch die Illusionen vieler Politiker. Dieses Buch ist sowohl den politischen Eliten wie auch den Menschen unseres Landes als Lektüre zu empfehlen. Ich wünsche diesem Buch, dass es eine hohe Aufmerksamkeit findet. Meine Damen und Herren, es ist für mich eine Freude und Ehre, hier in diesem akademischen Jahr schon zum zweiten Mal an der Katholisch-Theologischen Universität sprechen zu dürfen. Und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, das im gleichsamen Duett mit Herwig Büchele tun zu können, mit dem ich und wir beide gemeinsam doch auch so etwas wie eine akademische Geschichte haben. In Innsbruck gemeinsame Lehrveranstaltungen, die Edition von gemeinsamen Büchern
Und jetzt eben eine Art Doppelpräsentation. Und ich möchte eben das Buch, das Herwig Büchele vor kurzem im Verlag Innsbruck University Press herausgebracht hat, Spiritualität und politischer Kampf aus dem Geist der Bergpredigt, Mahatma Gandhi und Martin Luther King, eben zum Anlass für meine Ausführungen jetzt nehmen. Bücheles Zugang und mein Zugang sind einander in vielem ähnlich, aber wir sind nicht identisch in unserem Zugang. Das liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Disziplinen, die wir vertreten. Bücheles Zugang ist ein sozialethischer, ein natürlich auch von der Theologie geprägter. Meiner ist ein sozialwissenschaftlicher, speziell politikwissenschaftlicher, der immer versucht, die empirische Evidenz zur Grundlage auch von theoretischen Schlussfolgerungen zu machen. Ich finde, es ist interessant und in dem Sinne fruchtbar, wenn man die beiden Zugänge einander gegenüberstellt und hier so etwas wie eine dialektische Spannung erzeugt, dass der dann auch etwas Synthetisches, eine Synthese hervorgeben kann. Ich möchte mit einem Zitat aus Herwig Bücheles Buch beginnen. Das Indien Gandhis folgte der Vision eines Staatswesens, das sich insbesondere über die Landwirtschaft und vernetzte Dorfgemeinschaften aufbaut. Gandhi war in einem hohen Ausmaß skeptisch gegenüber dem Ausbau der Schwerindustrie. Er konnte gerade noch eine Technik akzeptieren, die die Mühsal und die Last der Menschen verringerte. Soweit Gandhi, und hier hat Herwig Büchele ganz bestimmt einfach recht. Nur, was ist aus dem Indien geworden? In welchem Ausmaß ist das Indien von heute ein Indien Mahatma Gandhis? Und ich würde sagen, nur sehr eingeschränkt. Genauso wie auch die USA heute nur sehr eingeschränkt die Vereinigten Staaten sind, die Martin Luther King vor Augen gehabt hat. Und an diesem Nicht-Umsetzen von etwas, was ich etwas Prophetisches nennen möchte, an diesem können wir auch verstehen, die Möglichkeiten der Gesellschaftsgestaltung, die Möglichkeiten dessen, was wir Politik nennen. Gandhi und King zählen sicherlich zu den 10, 20 bedeutendsten Personen des 20. Jahrhunderts, die in jedem Lehrbuch, in jedem Lexikon der politischen Theorie dieses vergangenen Jahrhunderts aufscheinen. Sie sind freilich Vertreter einer normativen politischen Theorie und hier ist etwas, ein Begriff, den ich gerne verwende im Anschluss an Friedrich Heer, ist etwas Prophetisches. Gandhi und King waren Propheten und sie waren nicht Politiker. Und auf diesen Unterschied möchte ich hinweisen. Gandhis großer Beitrag zur politischen Theorie war eben die Theorie der Gewaltfreiheit, die Verweigerung von der Gewalt von Mensch gegen Mensch, aber auch von Gewalt von Systemen gegen Menschen. Und das hat ja auch seine Prominenz begründet. Das war auch die Grundlage seines zunächst politischen Wirkens in Opposition gegen eine Kolonialmacht, hat Gandhi unter raffinierter Nutzung der damals technischen Kommunikationsmöglichkeiten. Gandhi ist durch die Wochenschauen etwa in Europa und in Amerika zum Heros geworden. Gandhi hat den Telegraphen benutzt. Gandhi hat bei zum Beispiel seinem prominenten Salzmarsch an die Küste im Gujarat dafür gesorgt, dass die Journalisten sofort berichten, was da passiert. Das heißt, war in diesem Sinn ein höchst moderner Politiker, dessen Ziel nicht nur die Mobilisierung einer indischen Zivilgesellschaft war, sondern auch das Beeindrucken der britischen und damit auch der europäischen, amerikanischen Gesellschaft. Er hat nämlich seinen Gegner, die britische Kolonialherrschaft, bei dem Widerspruch der britischen Gesellschaft gepackt. Er hat eine kognitive Dissonanz genutzt. Großbritannien
dass in den 30er Jahren, nachdem das allgemeine und gleiche Frauenwahlrecht durchgesetzt war, Großbritannien, das stolz war auf das Modell der Westminster Democracy, Großbritannien, das ein Modell freier und fairer Parlamentswahlen war. Er hat Großbritannien vorgeführt, dass das, was in Indien von der britischen Herrschaft gemacht wird, im totalen Widerspruch zu dem steht, worauf Großbritannien stolz ist. Diese kognitive Dissonanz hat er genutzt, um ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Das heißt, er hat Großbritannien ein schlechtes Gewissen vermittelt und das hat er instrumentalisiert gegen die britischen Herrschaftsinteressen. Er hat Großbritannien vorgeführt, dass das, was sie in ihrem Kolonialreich tun, speziell in Indien tun, ein Widerspruch zu dem ist, was Großbritannien behauptet zu vertreten, nämlich Menschenrechte, nämlich Demokratie, nämlich politische Freiheit. Damit hat Gandhi sich durchgesetzt, sicherlich auch unter bestimmten Rahmenbedingungen, wie etwa der Abzug Großbritanniens aus Indien etwas beschleunigt wurde durch den Wahlsieg der Labour Party in Großbritannien und dann gar nicht schnell genug aus Indien wegkommen konnten unter Kritik der konservativen Partei. Aber grundsätzlich hat er die Bereitschaft Großbritanniens zur Aufgabe der Kolonialherrschaft erreicht. Etwas Ähnliches, unter anderen Voraussetzungen, hat auch Martin Luther King getan, der sich übrigens ja auch als aktiver Schüler Gandhis verstanden hat. Hat Gandhi immer zitiert: gewaltfrei unter Vermeidung von Gewalt gegen Personen hat die Bürgerrechtsbewegung in den USA, für die Martin Luther King gestanden ist, die herrschende Politik der USA auch bei einer kognitiven Dissonanz gewagt. Nämlich am Widerspruch zwischen der Vorstellung eines Landes, das ja auch unter religiöser Rhetorik sich als das Feuer am Berg, das gleichsam prophetisch für die ganze Welt scheint, die Freiheitsstaat im Hafen von New York, die Erklärung in der Unabhängigkeitserklärung 1776 von Thomas Jefferson. Alle Menschen sind frei und gleich geboren. Und was passiert in den Südstaaten, auch nach dem Ende der Sklaverei? Eine Diskriminierung, die mit diesem Selbstverständnis der USA überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist. Und das konnte er vermitteln, wiederum unter Nutzung der Kommunikationstechnologie, schon des Fernsehens. In die Abendnachrichten der USA in den 60ern wurde gebracht, wie Polizeihunde über friedlich demonstrierende Bürgerrechtler herfallen. Gegen diese Bilder, die eben den Widerspruch der amerikanischen Gesellschaft so verdeutlicht hatten, gegen diese Bilder konnte die Südstaaten-Diskriminierung nicht lange durchgehalten werden. Das heißt, King hat wie Gandhi unter den Rahmenbedingungen der USA der späten 50er und 60er Jahre das praktiziert, was Gandhi in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren in Britisch-Indien praktiziert hat. Er hat letztlich überzeugt, die von ihm als Gegner zu sehen. Gandhis Erfolg war, dass er das britische Gewissen erreicht hat. Kings Erfolg war, dass das Gewissen der sogenannten Weißen erreicht hat. Die bewegt hat. Und die Folge waren eben die Bürgerrechtsgesetze der 1960er Jahre unter dem Südstaatenpräsidenten Johnson, der vielleicht wie kein anderer Präsident seit Abraham Lincoln etwas für die Afroamerikaner getan hat. Unter dem Druck, unter dem Einfluss der von Martin Luther King geführten Bürgerrechtsbewegung. Gandhi und King sehe ich als Propheten, die nicht in die Ebenen der konkreten Politik eingetaucht sind. Gandhi war der unbestrittene, charismatische, würde man sagen, prophetische Führer des indischen Nationalkongresses, der ja bis 1947 keine Partei, sondern eine Bewegung war, eine Massenbewegung. Wurde dann zur Partei, heute wieder an der Regierung. Aber Gandhi wollte nicht Regierungschef Indiens werden.
Gandhi hat das Pandit Nehru überlassen. Gandhi wollte nicht sich auf die Politik des Abwägens, des kleineren Übels, des Kompromissemachens einlassen, auch nicht mit einer Politik, und das ist mein Anfangszitat aus dem Buch von Herwig Büchele gewesen, sich einlassen auf die Frage, was bedeutet Gewaltfreiheit für einen indischen Staat, der von Anfang an etwa in Kaschmir militärisch bedroht wird von Pakistan, der später bedroht wird von der Volksrepublik China. Was macht man da als Staat, als Regierung? Nehru hat die Antwort gegeben, er hat Krieg geführt gegen Pakistan und er hat dann auch Krieg geführt gegen die Volksrepublik China. Und er hat Indien aufgerüstet. Das heißt, das Indien von heute, beginnend mit der Regierungstätigkeit des, wenn man so will, Vorzugsschülers Mahatma Gandhis, nämlich beginnend mit der Regierungstätigkeit von Pandit Nehru, war nicht 1:1 das, was in der Prophetie von Mahatma Gandhi angelegt war. Weder war es dieses vortechnologische, stark ländlich orientierte Indien, noch war es das Indien, das von vornherein jede Gewalt, speziell in Form von Militär, verzichtet. Der Nehru, Martin Luther King, ist in einer gewissen Hinsicht in Abwandlung Barack Obama. Barack Obama, der ja erst, und das ist Ausdruck seiner komplizierten persönlichen Geschichte, der ja erst eigentlich mit Beginn seines Studiums aus Hawaii kommend im Festland der USA sich selbst definiert als Afroamerikaner. Er hat ja primär gelebt unter sogenannten Weißen. Er hat gelebt vor allem in Hawaii, einer atypisch multikulturellen Gesellschaft mit relativ wenig Rassendiskriminierung verglichen mit dem Rest der USA. Barack Obama musste sich quasi erst definieren und er hat sich definiert als Afroamerikaner und hat dann von Martin Luther King vieles übernommen, aber er ist nicht zum Propheten geworden, sondern zum Politiker. Nur ein Beispiel. 2008, als er die Kandidatur für die Demokratische Partei erreicht hat, war klar, dass ihm die Republikanische Partei und John McCain, ein Vietnamkriegsheld, ihn vorwerfen werden, er versteht nichts von der Außenpolitik, er ist ein Sicherheitsrisiko, er wird die USA im Konflikt mit islamischem Fundamentalismus, mit der Volksrepublik China und so weiter, durch seine Unerfahrenheit und seine Naivität an die Wand fahren. Barack Obama, intensiv beraten, hat die Schlussfolgerung gezogen und hat differenziert von den beiden Kriegen, die die USA gerade führen, ist einer schlecht, der Irakkrieg, heraus aus Irak, und der andere ist gut, Afghanistan-Krieg. Und ich werde noch mehr nach Afghanistan gehen und noch mehr Krieg führen. Und es gibt eine plausible Annahme, kontrafaktische Geschichte, wir können es nicht genau wissen, aber ohne dass er nicht den Kriegsherrn in Afghanistan angekündigt hat und dann auch geworden ist, wäre er vermutlich nicht gewählt worden. Kleines Übel. Er hat also die Lehre von der Gewaltfreiheit teilweise geopfert, um gewählt zu werden. Mit einer konsequenten pazifistischen Gewaltverweigerung wäre er nie Präsident der USA geworden. Insofern hat Obama die Rolle von Pandit Nehru übernommen, nämlich zu übersetzen eine Prophetie in reale Politik. Nehru ist gewählt worden und wieder gewählt worden, Obama ist gewählt worden und wieder gewählt worden. Nehru hat sich immer zu Gandhi bekannt, Obama bekennt sich immer zu Martin Luther King und trotzdem sind sie nicht 1:1 diese Propheten. Es gibt eben unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft. Es gibt die Rolle des Propheten, es gibt die Rolle
des Politikers. Und die beiden leben nicht in verschiedenen Welten, aber sie folgen unterschiedlichen Handlungslogiken. Es gibt bei Max Weber, und das ist jetzt mein Schlussgedanke, die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik, das ist die Ethik der Propheten. Die Propheten sagen, was wahr ist, was richtig ist. Sie weisen den Weg in eine ideale Welt. Verantwortungsethik, das ist die Ethik der konkreten, der realen Politik. Das Abwägen zwischen Möglichen und Unmöglichen, die Fragestellung, was muss ich machen als indischer Premierminister, wenn, wie das 1962 passiert ist, mein angeblicher Freund Zhou Enlai die chinesischen Truppen in Ladakh einmarschieren lässt. Was soll ich tun? Soll ich den Befehl geben, wir überlassen Indien der Volksrepublik China? Hat er nicht getan, sondern er hat von da weg die indische Aufrüstung betrieben. Als Abschreckung gegen Aggressionen von Seiten der Volksrepublik China. Und erst dadurch hat auch die Herrschaft der Kongresspartei gesichert. Er selbst ist zwar bald darauf gestorben, aber die indische Politik und die Politik der Kongresspartei hat damit eine Konzession gemacht, ohne die die Existenz Indiens gefährdet wäre. Wir wissen natürlich nicht, in welchem Umfang, weil das ja, wie gesagt, kontrafaktisch wäre, eine solche Frage zu beantworten. Und Barack Obama hat ebenfalls Konzessionen gemacht, wenn man will, Abstriche. Das war die Verantwortungsethik. Es genügt nicht, wenn ich Premierminister Indiens, wenn ich Präsident der USA bin, daran festzuhalten, was richtig ist, was wahr ist. Ich muss mich auch der Frage stellen, wie kann ich von dem, was richtig ist, von dem, was wahr ist, etwas umsetzen. Und wenn ich erfahre, ich kann nicht alles umsetzen, zum Beispiel, weil ich nicht gewählt werde, dann muss ich schauen, mit welchen Möglichkeiten kann ich einen Teil umsetzen. Das ist eben die Politik des relativ Besseren, aber ich sehe da keinen großen Unterschied zur Politik des kleineren Übels, denn das relativ Bessere ist ja auch irgendwie das kleinere Übel. Das heißt, die Verantwortungsethik führt uns in den Bereich des Relativismus. Die Gesinnungsethik ist jenseits des Relativismus. Und hier gibt es natürlich, und das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, gerade im Diskurs, im innerkirchlichen Diskurs rund um den Begriff Relativismus Auseinandersetzungen. Aber in der Politik unter demokratischen Rahmenbedingungen muss es einen gewissen Relativismus geben, kleineres Übel, das relativ Bessere, alles das sind relativierende Begriffe. Nur dann ist Demokratie möglich. Und es gibt eben diesen Satz von Hans Kelsen, wenn ich mit absoluter Sicherheit weiß, oder zu wissen glaube, was für ein Land, für eine Gesellschaft, für uns alle richtig ist, werde ich mit Empörung zurückweisen als Unterstellung, dass man darüber abstimmen sollte. Dass wenn ich absolut sicher bin, gibt es keine Demokratie. Herwig Bücheles Buch ist eine Herausforderung an die Sozialwissenschaftler und diese unterschiedliche Zugangsweise, sozialethisch, allein der Begriff Spiritualität, den werden Sie in der Politikwissenschaft nicht finden. Aber es ist eine Herausforderung auch für die Politikwissenschaft, sich etwas zu stellen, was, wie ich meine, bedauerlicherweise, und das ist eine Kritik an meiner eigenen Disziplin, die Politikwissenschaft eher negiert, nämlich die Werte, die Ethik, die Spiritualität, die Gewissheit von etwas. Und Bücheles Buch erinnert uns daran, dass eben die treibende Kraft in der Gesellschaft
ja nicht die ist, die die Politik im engeren Sinn vorschreibt. Das führt auch zu der maßlosen Überforderung der Politik und zur Ratlosigkeit der Politik. Die Politik mag oft korrupt sein, aber das Korrupte ist das Sekundäre. Das Primäre halt ist die Ratlosigkeit der Politik, dass sie nicht weiß, wo sie anpacken soll, um etwas, was wünschenswert ist, zu erreichen. Die Spiritualität ist ein Begriff, der uns eines verdeutlicht, dass die großen Antriebskräfte zur Veränderung nicht von Politikern kommen, die im Zweifel fast alles tun würden, um gewählt zu werden, wenn sie nur wüssten, was die Wählerinnen und Wähler wollen, dass sie tun. Das heißt, die Hoffnung auf eine, wie auch immer definierte, bessere Zukunft, auf eine bessere Gesellschaftsordnung, liegt in den Impulsen, die aus der Gesellschaft kommen. Zivilgesellschaft, wie immer wir das nennen. Und hier spielt die Spiritualität als mobilisierende Kraft eine große Rolle. Hoffen wir nicht auf die Spiritualität der Politiker, aber gehen wir davon aus, dass Politiker eine Spiritualität ernst nehmen müssen aus Eigeninteresse. Danke für die Aufmerksamkeit.